Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Das war jetzt leider nur eine kurze Episode in der letzten. Ich habe mich ein bisschen in der Zeit verdar, aber das soll uns hier keinen Abbruch bereiten. Das waren jetzt zwar nur 9 Minuten, aber dafür machen wir heute umso mehr in der Episode die Sache. Dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Wo haben wir es dann? Da haben wir es. Da der Pixelgegner, hier der Schlüssel. Dann ist der Knorze und dann der Topf mit Deckel. Dann kommen wir hier rein. Okay, was haben wir dann hier? Hier haben wir wirklich nur was Optionales. Da ist noch mal ein Terminal. Was haben wir dann da Schönes? Bedarfsandroid. Spedding. Jetzt, wo sie mich gefeuert haben, müssen sie von ihrem Thron runterkommen und selbst mit anpacken. Die Leute von der Sevastopol-Stilllegung haben Zugriff auf das Lager, aber es muss über alles Buch geführt werden. Nehmen Sie den Bedarfsandroiden, schmeißen Sie ihn an, lassen Sie ihn aus seiner Kiste und schauen Sie ihm zu. Genau wie ich, was? Wenn Sie das hier lesen, sitze ich sturzbesoffen in Gillens Bar. Sie wissen das vielleicht schon, aber für Sie zu arbeiten war die Hölle. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Smiley. Huch, jetzt bin ich aus Versehen rausgegangen aus dem Ding. Aufzug außer Betrieb. Ich habe soeben eine weitere Nachricht von Spedding erhalten bezüglich des defekten Aufzugs vor dem Androiden-Untersuchungsraum. Meine Leute haben 1000 andere Sachen zu tun. Die Reparatur findet also nicht rechtzeitig zum VIP-Besuch statt. Wenn Spedding eine Priorität sein möchte, sollte er vielleicht ein weniger großes Arschloch sein. Der Job ist leicht. Ich kann ohne nachzuschauen sagen, dass die Teile im Komponentenlager sind. Reihe 1, Stapel B. Wenn Sie es nicht finden, fragen Sie die Bedarfsandroiden, solange Sie mich nur in Ruhe lassen. Chief. Audio. Smythe, Spedding hier. Sie wussten ganz genau, dass das die letzten Kaufinteressenten für Sevastopols Apollo-System waren und Sie haben die Androiden-Vorführung total vermasselt. Sie haben kein Interesse. Also kann ich meinen Bonus vergessen, Sie Ihren 50-prozentigen Anteil und ich will gar nicht wissen, was es für die Schlipsträger oben bedeutet. Das hat mich angekotzt. Aber wissen Sie, was mich noch mehr ankotzt? Ich darf auf Sevastopol bleiben, um die Androiden-Stilllegung zu beaufsichtigen und Sie können heimgehen. Hoffentlich haben Sie keine Albträume auf der Rückreise, Sie Idiot. Oh, reizend. Die scheinen ja richtig toll miteinander umgangen zu sein, hier die zwei Typen. Ansonsten haben wir aber nichts Interessantes hier. Konnte man nur nachvollziehen, wie es in der Story so weitergeht. Und ne, da können wir nicht durch wegen dem Gas. Aber da können wir noch was benutzen. Da können wir hier das Ding verwenden. Okay. Komm schon. Da brauchen wir den hier. Der Topf mit Deckel. Der Schlüssel oder Korkenzieher und der Knorzer. Okay. Administratorrechte gewährt. Okay. So. Die Geräusche gefallen mir nicht. Da speichere ich lieber nochmal. Jawohl. Ah, ist das schön, wenn man bei jedem Schritt speichern kann. Ich sag's euch. Das ist richtig angenehm. Da bin ich hier auch in dem Part wesentlich entspannter, weil wenn hier irgendwas schief geht, ist mir das absolut egal. Da kann ich jederzeit wieder laden. Okay. Der Android ist soweit bereit. Dann können wir den rausholen. Ich hoffe, der wird nicht aggressiv, der Kerl. Dann Schalter benutzen. Batsch. Okay, benimm dich. Mein Gedanke, ja. Benimm dich. Er hat auf jeden Fall weiße Haare. Das heißt, er scheint nicht aggressiv zu... Oh, oder? Ja, weiße Haare hat er. Okay. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlager Reihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach So wie nicht das zu einem abgestanden K, hat. ja? Holen Sie den Kompressionszylinder. Ja, das hat ja auch so in dem Terminal drin gestanden, in der Reihe. Okay, dann folgen wir doch mal dem Kerl hier. Kann der hier aufmachen? Ah. Super.
der kann uns aufmachen. Optimal. Oh oh. Ah, okay, bewegt sich nur hier was. Gut, dann kann unseren Kumpel hier das Zeug für uns rausholen. Wir sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Mhm. Oh, oh, nee, der latscht direkt in Elektroimpuls rein, glaube ich. Ja. Ja, ich hab's kommen sehen. Da war der Boden unter Strom und der Kerl ist direkt reingelatscht. Okay, da sollte man den Strom abstellen. Oh je, oh je, oh je. Da haben wir endlich mal einen Android, der uns nicht ans Leder will und dann verreckt der auch noch aus eigener Dummheit. Und die uns ans Leder wollen, die sind sehr hartnäckig, was das Sterben angeht. Das ist gemein, finde ich. Warum können die uns umbringen wollen, keine Idioten sein? Das wäre sehr viel angenehmer. Okay, das bringt uns hier gar nichts. Ja, da können wir nicht durchkriechen. Mist. Okay, vielleicht kommen wir hier anders durch. Ich bin jetzt mal so frech. Und bleib jetzt erstmal stehen. Und bewege mich normal, ohne zu schleichen. Okay, nach oben. Probieren wir doch jetzt mal aus, was hier geht, damit wir hier durchkommen. Nach oben. Na, noch mal. Bringt uns das irgendwas hier? Und haben wir hier noch irgendwas? Das können wir nicht verwenden. Ah doch, nach unten. Okay. Nach oben. Na, komm schon her. Nach oben. Farmer gesperrt. Okay, jetzt geht es nur noch runter. Gucken wir mal, was wir noch irgendwie anstellen können. Nach oben. Nach oben. Gesperrt. Okay, jetzt sind die alle ganz over, die Dinger. Ja, Okay, da können wir nicht lang ohne gegrillt zu werden. Schlüsselkarte. Okay, das war gut. Konnten wir von dem wenigstens noch die Schlüsselkarte abziehen. Aber ich habe keine Ahnung, ob uns das jetzt irgendwas bringt. Können wir da jetzt vielleicht durchklettern oder wie sieht's aus? Nee, da können wir anscheinend nur später wieder runterrutschen. Na gut. Schade drum. Ah, ich mag sowas nicht. Gesperrt, gesperrt. Ja, da kann man nirgends durchschlupfen. Aber vielleicht könnten wir eins machen. Nee, da kommen wir nicht durch. Alles gesperrt. Ah, ich mag so Stelle nicht. Da können wir auch nicht vorbei rutschen. Nach unten. Ah, Momente mal. Momente mal. Wenn wir das jetzt ganz nach unten vielleicht schießen. Okay. Können wir hier vielleicht was machen? Können wir so vielleicht hochfahren? Nee. Okay, das geht leider nicht. Das Teil können wir auch nicht bewegen. Da können wir nichts machen. Sagt uns die Karte vielleicht noch irgendwas? Nee. Nee. Das ist gesperrt. Ah, je, oh je. Und der hier, den können wir auch nicht bedienen, ne? Okay, wir können nur hoch oder runter. Und bei dem Ding können wir auch nichts machen, ne? Da kommen wir nicht durch. Wir müssen hier irgendwie rüber. Und können hier nur mit hoch und runter agieren. Aber das ist nach unten. Das hier müsste nach oben dann sein, ne? Ja, nach oben. Okay, das können wir nicht von hier aus bedienen, ne? Na, schade. Ich habe gehofft, dass wir eventuell uns draufstellen könnten.
gucken wir nochmal. Okay. Mach uns doch noch mal A bis 4. Ah, nee, Quatsch. Gehen wir nochmal noch unten, da war was drin gelegen. Nicht nach oben. Nein, 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 nein. Ich wollte noch unten. Es wäre noch unten. Da war irgendwas drin gelegen im Regal. Ah, was haben wir denn da? Ein Sensor. Okay. Ja, besser als nix. Dann nach oben. Nix. Nix. Weiter geht's hier nicht bei dem Ding. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das Ding vielleicht auch nochmal runterkriegen oder so. Gesperrt. Generell. Nach unten. Okay. Ob wir das vielleicht nur ganz noch ohne fahren könnten. Okay. Sind wir das Ding noch ohne gefahren? Bei dem Teil können wir jetzt... Ach, nur noch oben oder ohne agieren, okay. Ah, jetzt sind wir so weit durchgekommen, dass wir hier durchrutschen können. Okay, Problem gelöst. Das hat aber auch ganz schön lang gedauert, bis ich das jetzt rausgefunden habe. Okay, hier irgendwo muss das Teil sein. Wahrscheinlich hier irgendwo. Da können wir zwar drücken, aber ich glaube, es müsste hier irgendwo sein. Nach unten. Kompressionszylinder. Tada! Wechseln Sie die Komponente am Fahrstuhl aus. Okay. Wunderbar. Dann kriechen wir doch mal da rein. Und gucken mal, was wir hier noch finden. Bindemittel können wir nicht aufnehmen. Und da können wir noch durch. Huch. Gut, Batterie von der Taschenlampe gewechselt. Ein Ladungspack, aber den haben wir schon voll. Okay, wunderbar. Das hat jetzt zwar ein Weilchen gedauert, bis ich die Logik hinter dem Ganzen kapiert habe, aber an sich ist es recht einfach, wenn man es dann mal geschnallt hat, dass man hier nichts machen muss, um die Elektro-Probleme zu überbrücken. Okay. Da haben wir irgendwas noch, was wichtig sein könnte. Da wäre noch Gerät, Werkzeug, Waffe. Moment. Da irgendwo rechts rum, oder? Das mag ich dann genau wissen. Aber ich glaube, weiter sind wir hier nicht gekommen. Ja. Okay, das muss im Nebenraum sein. Okay. Alles klar. Puh. An die Sache. Wir klettern nochmal hoch und speichern unseren Fortschritt. Wunderbar. Und ich stehe Sache, an der Stelle machen wir unseren Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig, wo wir uns einmal angucken, was es noch hier alles zu erkunden gibt. Machen's gut, bis dahin, Iron Yankee.